wir so. Guten Morgen, Freunde, ich bin back. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, als ich ein YouTube-Video hochgeladen habe. I'm so sorry. Ich glaube, etwa 2 Monate. Aber es hat sich auch sehr viel verändert in diesen 2 Monaten. Ich glaube, noch nie so viel hat sich verändert in meinem Leben wie in diesen 2 Monaten. Und darum gibt es wirklich ein fettes Live-Update. Ich weiss ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, allgemein für die mich nur auf YouTube verfolgen. Die werden jetzt einen crazy Schock haben. Okay, nein, alles gut, ich bin nicht schwanger. Noch nicht. Aber ich würde sagen, ich fange mal mit dem Mikrofon an. Ich habe jetzt ein Professional-Mikrofon. Das ist jetzt da unten und ich hoffe, der Ton ist besser. Ich kann jetzt ASMR-Content machen. Und als erstes Mal, warum sind keine YouTube-Videos mehr gekommen? Ich hatte keine Zeit. Das ist vielleicht auch ein bisschen Ausrede, das war Sommerferien. Aber ich habe angefangen zu studieren. Ja, ich weiss, für mich eine crazy Lebensumstellung. Ich weiss nicht, ob es jetzt für euch auch so crazy ist. Wahrscheinlich auch absolut nicht, weil ihr schaut einfach genauso weiter meine YouTube-Videos. Ich habe euch ja so ein bisschen mitgenommen bei dem ganzen Prozess, wo ich mich beworben habe und wo ich angenommen worden bin. Aufnahmeverfahren. Guten Tag. Darum haben das ja in dem Sinne schon gewusst, aber ich habe mich noch nicht gemeldet. Und ich dachte, ich will das zuerst mal unbedingt erzählen, weil das ist eins von 2 grossen Sachen, die sich in meinem Leben verändert hat. Und zwar bin ich ja angenommen worden an der ZHDK. Zürcher Hochschule der Künste. Und zwar heisst mein Studiengang CAST, Audiovisual Media, also für die gar keine Ahnung haben von dem. Es geht basically so ein bisschen um Social Media, Medien allgemein. Also zum Beispiel haben wir jetzt schon das Thema Animation durchgehabt, jetzt sind wir gerade bei Foto, Audio und wir werden noch weitere Sachen haben. Also es wird auf jeden Fall mega, mega spannend. Ich habe unter anderem in Animation ein Weihnachtsintro gemacht und ich muss es euch kurz zeigen. Ich bin so stolz drauf. Es geht insgesamt 3 Jahre, 6 Semester. Und ja, es ist ein Vollzeitstudium. Das heisst, ich habe jeden Tag von morgen um 9 Uhr bis am Abend um 5 Uhr Studium und ich muss 80% anwesend sein. Das ist nicht einfach ein typisches Unistudium. Und das ist auch der Grund, warum ich viel weniger Zeit für Social Media habe und es trotzdem irgendwie muss handeln, weil ich habe vorher schon 100% Social Media gemacht, weil ich selbstständig bin. Und jetzt mache ich auch noch in dem Sinne das 100% Studium, heisst ich bin 200% am etwas machen. Macht das eigentlich Sinn, die Rechnung? Ich habe keine Ahnung. Übrigens, holt euch einen Tee, holt euch Snacks. Ich glaube, das wird so ein längeres Gespräch. Zumindest so lange, bis wir abgeholt werden. Ich glaube, ich habe noch so 20 Minuten Zeit. Darum, ich probiere das Ganze jetzt einfach so gut wie möglich zu erklären. Mein Studium hat angefangen Mitte September, heisst, ich studiere jetzt schon einen Monat und es gefällt mir richtig gut. Also ich habe eine richtig geile Klasse, ich hatte so ein bisschen Angst vor dem, dass man vielleicht so ein bisschen Vorurteile hat gegenüber mir, Influencerin, oder keine Ahnung. Aber ich habe wirklich eine richtig geile Klasse, mega geile Leute. Und auch sonst, was wir machen, das gefällt mir so fest. Also ich fühle mich so wohl, es ist so entspannt. Ich lerne genau das, was mich interessiert und ich glaube, das ist so das Geile an einem Studium, wenn du so einen Studiengang gefunden hast, wo genau das ist, was so deinen Interessen entspricht, was dich interessiert und was so Spass macht. Und ich glaube, ich habe wirklich diesen Studiengang gefunden. Ich glaube, die mich eben schon ein bisschen länger auf Social Media verfolgen, die haben gewusst, dass ich gerade nach dem Gymi so straight bin. Nein, ich will nicht studieren, ich habe gar keinen Bock auf das und schieße mir alles an und dann bin ich nur am Studieren. Darum ja, ich bin so froh, habe ich jetzt einfach einen Studiengang gefunden, den ich so komplett nice finde. Ich habe jetzt auch einen Fragesticker in die Story da und haben mega viel so ein bisschen gefragt, wie ich das Ganze jetzt mache, Social Media neben dem Studium. Also grundsätzlich, ich sage mal so, es ist kein stressig, aber es ist nicht die Art von Stress, was so den Kopf fickt, sage ich mal, sondern es ist so, du hast zwar keine Zeit mehr für dich selber, also ich habe wirklich sehr wenig Me-Time, sage ich mal so, also es gibt selten einen Abend, wo ich einfach mal ins Bett chill und Serie schaue oder so, sondern ich habe wirklich immer etwas zu tun, bin irgendetwas am Machen, muss auch Sachen erledigen. Ich gehe auch wirklich über den Mittag im Studium in die Bibliothek arbeiten, am Morgen im Zug, auf dem Heimweg auch wieder im Zug. Darum, es ist wie jede kleinste Zeitspanne bin ich irgendwie am Füllen zum Hustlen. Aber es macht mir auch Spass, weil alles das, was ich mache, sowohl das Studium als auch Social Media, macht mir Spass. Und ich glaube, das ist so das Geile. Ich glaube, würde ich jetzt wirklich etwas studieren oder etwas müssen nebenbei machen, wo mir keinen Spass macht, dann wäre es ein mega Struggle. Und ja, gerade so YouTube-Videos machen ist halt schon sehr viel aufwendiger. Also ich sag mal einfach TikTok und Instagram und Podcast. Weil das geht halt einfach viel länger und da musst du wirklich auch Zeit investieren, um das Ganze zu schneiden und so. Und ja, dann habe ich jetzt wirklich in den letzten Monaten einfach schlicht und weg keine Zeit für YouTube gehabt. Aber ich will das eigentlich wieder so ein bisschen ändern. Vor allem jetzt kommt dann so die Weihnachtszeit und so und ich bin eigentlich voll hyped zum wieder so ein bisschen, ich habe ja letztes Jahr habe ich ein Daily YouTube-Videos gemacht und ich weiss, dass ich das Jahr nicht mehr wird schaffen. Aber es ist einfach das Ziel, einfach wieder so ein bisschen öfters Video machen, weil gerade zur Weihnachtszeit, du kannst so geile Videos machen mit so Glühwein-Challenge und Backen und whatever. Es ist einfach cool. Wir kommen zum zweiten crazy Lebensupdate, was eigentlich so ein bisschen mit dem Studium zu tun hat, aber irgendwie auch gar nicht. Und zwar, ja,
das soll ich sagen? Es ist so lustig, weil jedes Mal, wenn ich ein Live-Update gemacht habe, ist die Frage gekommen. Jedes Mal. Wann ziehst du aus von die Hause? Wirst du so in näherer Zeit von die Hause ausziehen? Und jetzt kann ich sie endlich beantworten. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass ich nicht daheim hocke. Ich bin fucking mal ausgezogen! Und jetzt kommt das Beste, nicht alleine, sondern mit meinem Freund, mit dem Can. Wir haben zusammen eine Wohnung und ich sage euch, es war fucking pain in Zürich eine Wohnung finden. Also wir haben immer so gesagt, also wir sind schon 5 Jahre zusammen und wir haben immer gesagt, so ein bisschen, wenn wir mal zusammen ausziehen, dann Zürich. Weil Zürich, der Can ist da geboren, irgendwie es macht am meisten Sinn. Wir finden beide das Stadtleben cool. Ich würde jetzt nicht für immer in der Stadt leben. So wenn du eine Familie mal hast, ist glaube schon nice, so ein bisschen auf dem Land. Aber gerade so in meinem Alter finde ich es so geil, einfach mal die Erfahrung zu machen, in der Stadt zu wohnen und ich finde es bis jetzt richtig nice. Wir sind übrigens gerade diese Woche eingezogen. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt, aber für mich ist es jetzt gerade noch nicht lang und darum ist auch alles noch so leer. Also die Pflanze habe ich basically einfach gerade hergestellt, damit es schön aussieht für den Videohintergrund. Die steht eigentlich sonst nicht da. Voll, es ist auch eigentlich noch nicht wirklich eingerichtet, aber ich mache ein YouTube-Video, wo ich so eine Roomtour mache, wie ich euch mitnehme, wo ich das erste Mal in die Wohnung gegangen bin und alles. Also das werdet ihr alles so ein bisschen dokumentarisch mitbekommen. Ich habe jetzt auch gedacht, ich will es unbedingt zuerst mal euch überhaupt mitteilen, für die mich wirklich nur heute verfolgen. Aber ich kann nur sagen, wie gesagt, in Zürich eine Wohnung suchen ist wirklich stressig. Wir haben dann angefangen, Wohnungen zu suchen, wo der Can seine Wege in Winterthur gekündigt hat. Also wir hatten Wege gehabt und die haben sie aufgelöst auf den September. Und am Anfang war es noch so, ja, es geht noch lang, wir haben noch Zeit, weißt, mach ich dort, mach ich chillig, mach ich schauen. Und irgendwann merkst du so, yo, irgendwie ist es doch nicht so einfach. Also man hört ja eigentlich immer so ein bisschen, dass es mega schwer ist, eine Wohnung in Zürich zu finden. Und lustigerweise nicht mal wegen dem Preis mega, sondern vor allem, wie crazy beliebt die Wohnungen sind. Also wir sind schon an so vielen Wohnungsbesichtigungen gewesen, wo wir wirklich denken, boah, die wäre perfekt von der Lage her, vom Preis her, von der Größe her, wirklich mashallah. Gehen wir vorbeischauen, Wohnungsbesichtigungen, es hat über 200 Menschen gehabt. Darum muss ich sagen, das ist vor allem schwer, weil wenn 200 Leute kommen, dann hast du gar keinen Bock mehr, um dich zu bewerben, weil die wahrscheinlich deine Bewerbung nicht anschauen werden. Aber wir sind am Schluss wirklich an dem Punkt gewesen, wo wir alles genommen hätten. Also wirklich, weil beim Can ist es langsam eng geworden, er musste raus, er hatte keine Möglichkeit gehabt, um irgendwo sonst herzugehen. Er hatte echt so ein eine Lebenskrise so ein bisschen gehabt. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Ich kann jetzt noch ganz kurz erzählen, wie wir zu unserer Wohnung gekommen sind, für die, die es auch interessiert. Wir haben eben lange, wie gesagt, gesucht und dann haben wir einmal eine Zusage bekommen von einer Wohnung. Wir haben uns mega gefreut, wirklich. Es war so, ich glaube, 1,5 Wochen, bevor wir raus mussten. Und wir sind so happy gewesen. Wir haben so alle erzählt, unseren Friends. Oh, ich bin eine Wohnung in Zürich, cool. Und dann haben wir mega spontan eine Absage bekommen. Und wir sind so ins Loch gefallen. Es war so schlimm gewesen. Ich glaube, es war schlimmer gewesen, als wenn wir gar keine Zusage bekommen hätten. Also einfach die ganze Zeit nur Absagen. Also zuerst eine Zusage und dann doch eine Absage. Ja, das war echt schwierig gewesen. Aber die Verwaltung hat uns offenbar so cool gefunden, dass sie gesagt haben, hey, wir hätten jetzt spontan doch noch eine Wohnung, weil jemand mündlich gekündigt hat. Sie hätten sie noch nicht ausgeschrieben und sie würden uns vorziehen. Und wir so... Ja, fix nehmen wir und so. Sie ist genau am gleichen Ort und sie ist perfekt. Sie ist eigentlich wirklich genau diese Vorstellungen, die wir uns gewünscht haben. Es ist von der Raumeinteilung perfekt, von der Größe perfekt. Es ist wirklich einfach ein Traum. Wir haben einen schönen Balkon, es ist von der Lage wirklich perfekt, vom Preis. Es ist so funny, wie wir einfach die ganze Zeit einfach so rumtanzen in so den leeren Räumen und einfach so darauf klarkommen, dass es einfach so unsere Wohnung ist. Es ist vor allem auch crazy für mich, so auszuziehen. Ich bin natürlich jetzt nicht komplett ausgezogen, also ich habe alle meine Möbel noch daheim. Ich will, glaube ich, immer noch so ein bisschen 2 daheim haben, dass ich unter der Woche da bin, vor allem auch wegen dem Studium, weil ich einen viel kürzeren Weg habe. Aber gleich am Wochenende kann heimkommen, weil ich bringe es nicht übers Herz, komplett ausziehen. Ich könnte nicht. Ich bin mental noch nicht ready für das. Und ich finde es auch schön, wenn ich heimkomme und dann immer noch dort daheim bin. Ich könnte nicht heimkommen und einfach mein Zimmer ist ein Büro oder so. Ich könnte nicht. Ah. Ja, voll. Und darum ist für mich gerade eigentlich so, wie es jetzt ist, perfekt. Ja? Okay, ich mache das schon fertig. Jetzt ist gerade der Kollege da, der uns abholen muss. Darum muss ich das Video langsam leider beenden. Aber ich habe, glaube ich, eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video, wo ich euch ein bisschen zeige von der Wohnung. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann kann ich entweder nochmal ein Video machen und dann im Vlog erzählen oder so. Oder ich muss es einfach in den Kommentaren beantworten. Gebt ein Like und abonniert mich. Ich würde mich mega freuen über irgendwelche Kommentare, wieder mal mit euch zu interagieren, wieder mal mit euch in Kontakt. Ich habe schon so lange nicht gehört und gesehen. Darum, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich habe da noch neuen Deckel! Aber das ist ich glaube, niemand. Friends! Oh mein Gott, ich habe gerade mein Mikrofon zerstört. Okay, bye, meine lieben Freunde.